Ich glaube, Latias bittet uns um unsere Hilfe. Und genau deswegen dürfen wir auch keine Zeit verlieren. Nicht hier bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück. Also dann, los geht's. Los, schnell, Mann. Wupp, wupp. I believe I can fly. Hilfe. Das ist so gemeingefährlich. Und wir fliegen? Wohin? Tja. Das, liebe Freunde, die Insel im Süden, naja, da wären wir. Vielen Dank, Latias. Wo ist hin? Das ist ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel 2 Pokémon hausen, das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung, ob es wohl jemand auf dieses mächtige Geheimnis abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Tja. Denn es ist kurioserweise so, ja, also kann man natürlich soweit schon mal das beschreiben. Latias und Latios beherrschen die Mega-Entwicklung. Was man bereits seit XY weiß. Aber sie konnten es damals ins Spiel noch nicht durchführen, weil halt das Item dazu fehlt. Aber die Form, also sprich halt das Sprite und so, waren im Spiel bereits enthalten. Kurioserweise. Tja. Und hier Pokémon Omega Rubin, Alpha Saphir, wird man endlich in der Lage sein, die auszuführen mit den beiden, obwohl es ist nicht ganz so einfach. Aber das werden wir jetzt alles noch erfahren. Denen versuchen sie Zen zu halten. Hä? Die in Erinnerung verblasst, versucht sie im Herzen zu halten. Cool übersetzt. Ich dachte gerade, es wäre rätoromanisch. Da ist ja Latios! Hä? Was ist los? Ah, Troy. Latios. Welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon Stein, wäre es wohl ein Wasserstein. Oder warte. Ein Funkelstein beschreibt seine strahlende Schönheit noch viel besser. Er steht selbst in edlen Stahl-Pokémon nichts nach. Danke, Mann. Ne? Was machen die denn hier? Das sind doch Mitglieder von Team Magma. Jetzt ist mir einiges klar. Latias und Latias wussten sich, dass sie kommen und haben uns deshalb zu sich gerufen. Ja, wieso ausgerechnet uns? Wer seid ihr? Kommandantin Jodis. Was ist denn das für ein Name, ey? Das ist das Kind, von dem wir alle reden. Angeblich stellt sich schon ständig in den Weg. Da will sie so vornehm gekleidete Schnösel. Das Gefühl nicht los, ihn von irgendwoher zu können. Ist vielleicht ein Wettbewerbsstar oder sowas? Mir geht's ähnlich. Naja, aber das ist jetzt nicht wichtig. Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Die Magma benötigt das Pokémon hinter euch. Genau wie der Megastein, den es bei sich trägt. Ich werde mich mit nichts anderem zufrieden geben. Also, verschwindet endlich. Meinetwegen. Verpiss dich. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latios und diesen Schurken beschützen. Latios und der Megastein dürfen auf keinen Fall solchen Ganoven in die Hände fallen. Da habe ich keine andere Wahl. Ich werde euch vernichten. Alter, ist gruselig. Hübscher Po, hübsche Hüften. Also, es sieht schon sexy aussehen, aber das ist genau das, was ich im letzten Part gemeint habe. Sieht cool aus, also sieht gut aus, aber Charakter ist zum Davonrennen. Also sprich, ja, zusammenkommen vielleicht, aber zusammenbleiben, nö. Er hat einen Methang, ist das nice. So, ich habe hier ein Süderwasser, ist noch nicer. Dem Camo, dem geht's noch scheißer. Entschuldigung, das war politisch nicht korrekt und vor allem auch grammatikalisch völliger Bullshit. Ja, Bullshit natürlich viel besser. Aber die haben gar keine Chance gegen uns. Das ist sofort mit unseren Typen. Also, das ist gerade Zufall. Ich wusste echt nicht mehr, dass die einen Kamerop einsetzt. Die sind einfach zu stark. Ja, ich krieg die Kohle, der Troy bekommt nichts. Dieser Kampf ging aus wie erwartet, aber gleichzeitig auch unerwartet.
Ich hab dich ins Visier genommen. Die steht auf uns. Aber jetzt bist du Teil eines Experiments. Bei dich einer sorgfältigen Analyse und wieso fällt uns plötzlich der Big Bang Theory ein? Dann wirst du bis in alle Ewigkeit ein Versuchsobjekt sein. Das ist jetzt aber... Bring den Rückweg an. Nicht so schnell einen Augenblick, Kommandant Diodes. Die sind unheimlich, das ist auch pervers. Uff. Das ist überstanden, Michael. Ach ja, ich habe am besten gleich mal dein Team. Das hat immerhin hart gekämpft. Das stimmt. Dein Team wurde vollständig geheilt. Du hast fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Und ich wäre sicher in ihre Hände gefallen. Aber was bringt mir das? Ich habe gar keinen Entwicklungsstein, nix. Entschuldigung, heißt der Schlüsselstein brauchen, ja. Ich bin mir sicher, Lades hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer anerkannt. Echt cool. Sieh nur, es bietet dir seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf alles noch? Schnapp es dir! Du musst gar nichts machen, ey! Lades hat dein Team aufgenommen! Geil! Dein Pokémon-Team ist kein Platz mehr. Ja. Einen Pokémon auswählen, natürlich wähle ich hier Ziggy, weil da brauchen wir sowieso nicht. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich halt jetzt trainiere, wird natürlich Latios mittrainiert. Spitznamen geben. Nö. Umklammert Latios nicht. Natürlich, Leute, ist es so, dass auf Omega Rubin, Entschuldigung, natürlich auf Alpha Saphir, würden wir an dieser Stelle halt Latias erhalten. Siehe halt auf Omega Rubin Latios. Ja, danke. Magel halt den Mega-Armreif! Wir können die Mega-Entwicklung durchführen, ist das geil! Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit deinem Pokémon deinem Team befreundet bist, das einen passenden Megastein bei sich trägt, kannst du ihn bei einer außergewöhnlichen Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung! Probier es in deinem nächsten Kampf einfach mal mit Latios aus. Die Mega-Entwicklung gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Was hat es mit dem Megastein auf sich? Und woher kommen die Schlüsselsteine? Was steckt hinter dem Phänomen der Mega-Entwicklung, das Menschen und Pokémon miteinander verbindet und ihnen neue Kräfte verleiht? Ja, das wurde in XY bereits angedeutet und noch ein bisschen erzählt. Das wahre Geheimnis dahinter erfahren wir hier in Omega Rubin Alpha Saphir, aber erst ganz spät. Also wirklich die komplette Geschichte dahinter erfahren wir erst nach der Liga. Ist krass, aber ist so. Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und nun lass uns zurückkehren. Zusammen mit Latias natürlich. Es wartet sicher schon auf uns. Ja, ist aber nicht das einzige Coole, wir werden mit Latios später noch was anderes machen können. Kommt aber leider erst 7 noch spät zum Zuge. Und dafür ist es umso geiler. So, gute Arbeit, Michael. Ich glaube, es wird dir gut auf Latios aufzupassen. Genau, Mann. Tschüss. Ich muss sagen, du hast meine Erwartungen weit übertroffen. So stark wie du bist, wirst du sicher auch U19 sowie die dahinterliegende Arena vom Baumhausen City problemlos hinter dir lassen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt noch mal ein ganz Stück erwachsener sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Bis bald. Ja. Der Arsch jetzt... wir haben zwar einen Mega-Stein, Mega-Armreif, ist ja schön und so, aber wir haben dummerweise keinen Mega-Stein für unsere aktuellen Pokémon. Vor allem nicht für unseren Starter, für Logok. Ja, Leute, den kriegen wir noch, keine Sorge, aber wäre eigentlich cool gewesen, bereits jetzt hätten. Moment mal, die haben doch einen. Den Astolos nicht, der kommt auch schon bald zum Zuge. Voltensnik kommt hier in diesem Spiel nicht zum Zuge, aber bereits bei Alpha Saphir verwendet. Ja, müssen wir mal gucken, wa? Und die anderen Steine, sprich halt noch für Brutalander gibt es noch einen, kriegen wir auch noch. Für Gardevoir gibt es einen, kriegen wir auch noch, keine Sorge. Wir haben jetzt halt 3 Megasteine halt für Logok. Für ihn haben wir bereits, können nachher auch ausrüsten. Und dann noch für ihn hier, den gibt es auch schon relativ bald. So, das jetzt mal tauschen, weil Chaos entwickelt sich bald. Danach Latios. Ich muss aber sagen, ich werde legendäre Pokémon nicht trainieren. Habe ich nie gemacht, also doch früher natürlich schon anfangs, aber ist nicht mein Stil. Ich finde legendäre Pokémon, die kann man tauschen, in die Box ablegen, gut ist. Mehr mache ich damit nicht. Man kann so Latias und Entschuldigung, man natürlich Latias und Latios.
Und immer so, also legendäre Pokémon sind dann grundsätzlich immer so Uber-Typen, sprich einfach zu stark für normalen Kampfverhältnisse. Latios und Latias hingegen eigentlich nicht, zumindest nicht ohne Seelentau. Das ist ja schön und gut, trotzdem, wie ich bereits erwähnt habe, legendäre Pokémon trainiere ich grundsätzlich nicht. Ich werde es hier mit Latios mal machen. Wir zeigen uns so, aber grundsätzlich, wie gesagt, eigentlich nicht. Natürlich das falsche Wesen, das Ernste ist toll. Lustigerweise, auf Alpha 4 habe ich ja, Latias erhalten halt und dort beim ersten Mal ohne Resetten direkt ein Latias mit mäßigem Wesen bekommen. Sprich, Spezialangriff Plus und Angriff Minus. So wie man es auch ja eigentlich trainieren sollte. Mir ist halt nichts, aber ist jetzt auch egal. Ich schätze mal, die Evas sind auch relativ schwach. Naja, wie gesagt, das sind wir jetzt nicht wirklich. Lege ich an die Box ab, jetzt später auch mal mit Alpha noch tauschen. Und dann hat es das für mich. So, haben wir jetzt zerschneiden. Haben wir überhaupt ein Team? Nö, natürlich nicht. Wieso eigentlich nicht? So. Ja gut, Bowser nicht, kommt auch so durch. Manchmal so noch ein dezenter Hinweis vom Spiel an mich. Ein wildes Geradax. Nun Leute, es wird Zeit, nicht nur Latias in unserem Team zu begrüßen, sondern auch ein frisch entwickeltes Stolos. Nein, immer noch nicht. Scheibenkleister. Entschuldigung, keine Absicht. Was mache jetzt da? Erstmal trainieren, wa? Huh. Alter, der versteckt, ey. Schwingt ein Lüfter, meine Vogel-Pokémon. Ja, toll. Vogel gegen Stolos. Viel Vergnügen. Ein Wablu. Ja. Auch das bringt nichts. Geh mal ein Stolrak. Noch. Und Steinhagel. Und Level Up. So, die Werte. Ja. Und das erste Team, sehr schön. Ein Schwalboss. Nun gut, Freunde, wird Zeit für unsere erste Mega-Entwicklung. Ich wollte es zwar eigentlich mit dem Starter machen, aber natürlich auch so. Latios, mal sagen. Zeit. Oh, Entschuldigung, nein! Ich hab's gerade vergessen. Ich bin so aufgeregt. So, muss natürlich erst Mega-Entwicklung auswählen und dann den Feuerodem oder Scheinwerfer. Geht natürlich auch. Latios, it's time for Mega Evolution! Latios digitiert zu Mega Latios. Ja, sorry dafür, aber wollte ich schon immer sagen. Ist halt so, das ist schon was, eine Mega-Entwicklung und Mega-Digitation halt. Ich muss mir echt noch ein bisschen Spruch überlegen, soll das ein Mega-Evolution oder nix sagen, etwas Passenderes sagen? Ne, mal überlegen. Gibt sicher noch die eine oder andere Möglichkeit. Aber jetzt erst einmal hat Chaos einen großen Auftritt. Er kann es kaum erwarten. Da haben wir's. Unser Chaos wurde zu einem Stolos. Und das Pokémon vorne hat jetzt immense Power und vor allem seine Mega-Entwicklung ist so richtig Hammer. Ich kann es nicht oft genug betonen, das ist einfach der helle Wahnsinn. So, wie gesagt, geben hier, ist mal scheißegal, austauschen, ja. Und jetzt wird das Stolos so richtig schön reinhauen, ey. Und so denke ich natürlich bei ihm. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, sind auf die besten. Da habe ich auch noch wirklich mitzureden. Der Joschka. Ja, servus Joschka, wie läuft's denn so? Stolos.
Tja, jetzt kann man natürlich sagen, Piper, Wasserflug, das ist natürlich beim Stolos mit Gesteinstahl nicht so perfekt. Wenn ihr wüsstet, Leute. Stolos! Natürlich Chaos! Es ist Zeit für die Mega-Entwicklung! Mega Evolution Time! Wow, Mega Stolos! Tja, Freunde, und das hat eine neue Typenkombination. Tja, was heißt Kombination? Es hat nicht mehr Gesteinstahl, sondern, und das ist ja das Gemeine und Fiese und Geile daran, es ist nur noch Stahl. Nur noch Stahl. Nichts anderes mehr. Nur noch der Stahltyp. Alter, wie heftig ist das denn? Tja, damit gleich mal in die Vierfach-Schwäche gegen Boden weg. Natürlich auch Vierfach-Schwäche gegen Kampf weg. Nur noch doppelte Schwäche halt, wie üblich. Aber die Fähigkeit Filter senkt die Stärke sehr effektiver Attacken. Sprich, jetzt sogar Gestein, Entschuldigung, natürlich Boden, Kampf, Feuerattacken. Die sind vor allem effektiv gegen Stahltypen. Die machen nur noch normalen Schaden. Senkt die Stärke. Alter, das ist so fies. Wenn hier ein Megastolos richtig schön trainierst nachher mit den richtigen Attacken, der Pro ist Mahlzeit. Also du kannst Gegner so verarschen. Es ist einfach nur herrlich. Gut, es gibt keinen Stab dazu, ist natürlich auch klar, aber hat auch nicht nötig. Mega Stolos rockt hier alles. Ja, mit dem werden wir nachher die nächste Arena, die Vogel-Pokémon-Arena, wenn wir so richtig schön aufmischen. Alter, das wird geil. Vor allem, ich rede schon drauf. Vor allem für den kleinen Junge. Dank diesem Johnson bin ich jetzt auch vom Geheimbasisfieber angesteckt. Er hat gesagt, er würde einen Geheimbasis-Guild warten, aber Baumann City ist ganz schön weit weg. Das stimmt leider. Wir haben bis dahin noch einiges zu tun, halt einen schutzlos. Hab ihn deaktiviert. It's Chaos Time! Tschüssikowski! Das richtig Gemeine ist ja, Stolos selbst hat ja Robustheit. Die Mega-Entwicklung hat noch Filter dazu, also du kannst halt wirklich je nach Gegner kannst so geniale Kombinationen machen, taktisch anwenden. Es ist echt krank und irgendwie auch ein bisschen pervers, aber halt so richtig geil. Aber einfach halt die Spezialverteidigung ist ein bisschen doof, da muss ich noch gucken, wie ich das ein bisschen aushebeln kann. Was wollte ich jetzt gerade machen? Genau. Mega Stolos. 2 Zitrobeeren. Jemand. Zack. Und nochmal. 2 Zitrobeeren. Und weg. Und nochmal Zitrobeeren. Und weg. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal langsam Beeren selber anpflanzen. Machen wir auch noch, Leute. Aber es kommt gleich, keine Sorge. Weil das, was ich meine, ist hier ganz in der Nähe. Den Hypotrank. Gerade ein Trainer gegen mich kämpfen will. Jetzt glaube keiner mehr. Okay, wer bist du denn? Mein Hobby ist Pokémon Army. Was denn? Gibt's was dran auszusetzen? Nö. Ah, das... Entschuldigung, ich habe gar nicht gesehen, dass es eine Frau ist. So von der Musik her und so, dass er gerade echt... Finsternis pur. Ein Tuska. Tja. Kein Problem für uns, denn wir haben die Mega-Entwicklung. Mega Stolos. Entschuldigung, natürlich Mega Chaos. Oh oh, ja, so hat so geklingt. Und weitere Entwicklungen für den ganzen Rest. Mark 9, Unlicht, kein Problem, hau ich weg. Mega Stolos schafft sie alle. Scheiße. Du.
Noch Logo wird stärker, aber natürlich nicht so schnell wie Chaos. Mir liegt das Kämpfen eigentlich nicht so. Ja, wieso fightest du dann? Naja. Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mal für heute hier bei Omega Robin mit unserem neuen Pokémon Latios, Stolos, Mega Stolos. Nochmal ein richtiger geiler Part, der vieles einfacher gemacht hat. Kann man auch so sagen, das hat der Latios auch trainiert. Naja, meine Güte. Der war doch ein Level Up. Kokiri kann natürlich auch. Logo auch bald wieder. Atomic auch. Ja, so muss das sein, Freunde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.